Schöne guten Morgen Frau Bresel, schöne guten Morgen Herr Görens. Guten Morgen. Das ist die letzte Session für unsere Sommerpause. Wie ihr seht, sind wir noch immer nicht zu Straßburg. Das ist eine große Session, genug Debatte, genug Aufstimmungen. Aber was extrem interessant ist, was letzte Woche war, als die kroatische Präsidenz die letzten 6 Monate zu Angang sind Relève und die Deutsch weitergehen. Allgemein herrscht du eine gewisse Unzufriedenheit von den letzten 6 Monaten von dieser No-Lautstadt. Herr Görens, stimmt das? Wie waren die letzten 6 Monate? Wie die Fund? Die letzten 6 Monate werden hauptsächlich eklipsiert durch den Coronavirus. Zu einer Arbeitsmethode müssen davon gehen. Prioritäten haben sich von einem Tag auf den anderen geändert. Die normale Routine die konnte sich nicht mehr aufwickeln, so wie geplant. Auch am Europaparlament können wir zwar nach Gesetzen durchbringen, aber nicht mehr mit der Finesse, was zum Beispiel 12 von den Änderungsanträgen abbringt. Das ist nicht dran. Wir sind nach immer an einer außergewöhnlichen Situation. Und das auf der Toile de Fond, wo die Deutschen die Relais holen, sie haben viel Arbeit für uns an Zielo ein paar die Projekte in die Aufhängen zeitig zu gehen. Wir können an die legislative Prozedur zu kommen. Wir erwarten ganz viel von ihnen, weil ohne Deutschland gekoppelt mit Frankreich hätte man die Initiative nicht vom Plan de Relance. Also von den Deutschen erwarten wir auf dem Plan jedenfalls kein Widerstand, au contraire eine ganz proaktive Aktion. Nächste Woche ist dann noch direkt im Conseil. Da geht natürlich hauptsächlich darum, dass Memberstaaten den Plan de Relance unholen, noch den neuen MFF unholen. Wie seht ihr dort Chancen? Könnte man nur für Sommer durchkommen? Also vielleicht für die es noch gucken, den MFF, das ist den Multi-Financial Framework, das ist eine Vorausschau auf die nächsten 7 Jahre. Was braucht man Budgetsmittel an, was muss man also von den Memberstaaten auf rechtlicher Weise, für dass man können die 7 Jahre Budget finanzieren. Das ist der MFF. Und dann der Plan de Relance, das ist außergewöhnlich. Und das geht dabei, weil es gehen Hunderten, sogar Tausende Milliarden gebraucht, für aus der Krise rauszufeiern. Der Plan de Relance, also am Anfang gedacht, für die nächste Generation zu entlasten. Da können der so, sie gehen entlastet, ja, man muss aber die Schuld bezahlen. Ja, präzisément, weil sie die Schuld müssen bezahlen, gehen auch aus dem Plan de Relance bald ausschließlich Investissementen finanziert, die der nächsten Generation zugutekommen. Dafür ist es doch nicht dramatisch, weil nächste Woche nicht aufgeschlossen gehen. Wir hätten am Anfang Zeit bis Allhelgen, vielleicht bis Christtag, bis man den Plan de Relance in der hätte. Par contre beim MFF, da pressiert es mehr. Ich habe gesehen, wie der Fedro gesagt hat, die hat aber große Hoffnungen an die deutsche Präsidenz. Jetzt sind noch 2 große Themen, die sie da müssen umschneiden. Da denkt, als was am Mai sollte umgehen, was ein bisschen auf Eis gelöscht gehen, das ist die Konferenz Future of Europe. Und auch der Brexit. Wie sieht das dann? Kann die deutsche Präsidenz vorkommen oder sogar vielleicht im Moment vom Jahr die Brexit-Verhandlungen fertig tun? Also ich meine, was der Brexit belangt, das wäre ja 4 Ausbruch von der Krise, Top-Thema für das Jahr. Das ist auch praktisch an vergessen, nicht gut, ob schon die Mensch wichtig ist. Die Deutschen sind interessiert daran, für einen Akkord zu kriegen, aber sie verhandeln nicht lang. Ja. Die anderen 26 schon mit Deutschland zusammen müssten dem Herr Barnier ein Mandat geben, für das zu negozieren. Wenn man nicht sehr viel kommt, hängt das nicht durch den Europäer, weil von dem Mollen erstellt, dass wir nicht wollen als Grundprinzipien vom Funktionament vom europäischen Binnenmarkt abgehen. Da kann dem Herr Barnier nicht viel werden wie Stur. Ja. Aber bei der Haltung, die ich als nicht Stur bezeichne, als responsabel, sind deutlich die Klänge dazu enger kommen. Also wir kommen da an dramatische Situationen ran. Weil die Europäer das nicht ausgeschlossen, das nicht aber muss die Mandat auf dem einen oder anderen Punkt ändern, für zu einem Kompromiss zu kommen. Weil, so wie das gesehen, dass Großbritannien im Moment inamovibel, sie sind wirklich keine Millimeter, sie bedeelen schon eine Propagandaaktion, die Europäische Union dahin stellt, wie waren sie responsabel für alles. Also, ja. Das geht diplomatisch geschickt gebraucht, geht fachliche Kompetenz, die erst da. Es geht doch vielleicht ein beste Chance gebraucht, dann vielleicht auch Punkt quantische mehr Ehrlichkeit von den britischen Negoziateuren. Voilà, das was Lommel an Haus steht, dann ich wünsche den Deutschen eine glückliche Hand. So ein Gewicht, nach einer was ist die Präsidenz, die Deutschen haben?
das net Präsidentz permanent, weil de get jo assuméiert vum Charles Michel. An dé soll nächst vor den Conseil do leden. Mit die Deitschen als Mission wie grad alle Guianer Präsidenzen, dat sie d Legislationun koordinieren ënner den 27 Memberstaaten. Also all die Gesetze, die do gestimmt gin, a wo Zustimmung vun de Memberstaaten gebraucht gëtt, déi muss organiséiert gin déi Zustimmung vun der Deitsche Präsidenz. Da das net Charles Michel, mit dat das dann Madame Merkel respektiv hier Fachministerin. Okay, dat klingt ja mal hoffnungsvoll. Nur den 6 mit an Portugiesen nun hoffen dass die Deutsch bis do Fero kommen sinn. Merci Herr Görens, Merci ich wünsche dir eine schöne Sommer, bis am September.